Ja, Herr, dir sei Lob und Ehre von Anfang an bis in alle Ewigkeit. Jetzt an diesem Morgen, du sollst hoch erhoben sein. Wir wollen dich berühmt machen, deinen Namen verkünden, Herr. Und es ist so schön, dass du zusprichst, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, dass du hier zu Hause bist, Herr. Und ich möchte beten, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du heute Morgen reden willst, durch dein Wort, ja, durch das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Aber du hast noch so viele Möglichkeiten zu sprechen, Herr. Ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du uns heute ein Stück mehr von dir offenbarst, Herr. Danke, dass du meine Worte brauchen willst und ich bete, dass du mir einfach die richtigen Worte gibst, das weiterzugeben, was auf deinem Herzen ist, Herr. Amen. Ich will eigentlich gar nicht da raus, aber wir machen nachher weiter mit Musik, mit Lobpreis. Ihr dürft gerne weiter malen, zeichnen, schreiben. Also habt jetzt nicht das Gefühl, dass ihr das pausieren müsst. Ich finde, es hilft vielleicht auch nochmal so visuell zu verarbeiten. Manche sind eher so die Schreiber, manche eher so die Zuhörer und Abspeicherer und manche, denen hilft das, wenn die dabei ein bisschen malen. Hey, wir feiern einen Abschluss einer Predigtserie, die dann aber nicht abgeschlossen ist. So, heute feiern wir einen Lobpreis-Gottesdienst, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil jeder Gottesdienst ist hoffentlich ein Lobpreis-Gottesdienst. Was heißt es also? Heute wollen wir uns bewusst darauf einlassen, verschiedene Formen der Anbetung und des Lobpreises zu finden. Wir haben uns die letzten Wochen viel mit dem Thema Lobpreis auseinandergesetzt und hoffentlich konntest du neue Aspekte über Lobpreis lernen. Micha hat uns mit reingenommen, hey, komm, das Gesinge, sind wir überhaupt alle Lobpreiser? Ja, sind wir. Du bist ein Lobpreiser. Entweder du preist Gott oder halt was anderes. Wir alle beten irgendwas an. Die Frage ist nur, was oder wen. Also ja, auch du bist ein Lobpreiser. Und wir haben gesehen in Römer 12, hey, was hat das für Auswirkungen, wenn wir Gott nicht preisen? Das hat letztlich schlechte Auswirkungen. Also es bringt Segen, wenn wir zu unserem Gott kommen und ihm die Ehre bringen. Der Brina hat uns mit reingenommen, hey, was gibt es für verschiedene Formen und Arten des Lobes und so eine Bible Study über verschiedene Begrifflichkeiten und wie wir das mit Körper, Seele und Geist zum Ausdruck bringen können, unser Lob vor Gott. Wir haben uns auch angeguckt, hey, Musik macht was mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Genial. Gott will uns nämlich ganzheitlich begegnen. Er will tief in unser Herz. Das ist gut, wenn uns das bewegt und das auch was mit uns macht. Und heute steigen wir in ein weiteres spannendes Thema ein. Aber vorher Lobpreis. Also ist das nur Gesinge? Das war ja auch so eine Frage. Ist das nur Singen jetzt? Nein, ich möchte euch meine Definition von Lobpreis sagen, wie ich es verstehe. Lobpreis ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Also du bringst deine Liebe zu Gott in irgendeiner Form zum Ausdruck. Und das kann unterschiedlich aussehen. Und letztlich dieser Ausdruck von deiner Liebe zu Gott hat ja irgendwo einen Ursprung. Und zwar, das ist eine Reaktion darauf, wer Gott ist oder was Gott getan hat. Also wir erkennen etwas von Gott, wir verstehen etwas, was er getan hat. Und Lobpreis ist unsere Reaktion darauf, unser Ausdruck von Liebe zu Gott. Hey, und das ist der Grund, warum wir uns auch heute Morgen hier versammeln. Und das ist auch der Grund, warum wir heute noch ein bisschen mehr singen als sonst auch schon. Das ist ein Ausdruck von unserer Liebe zu Gott, dass wir zu ihm singen, ihn anerkennen als Gott und ihm Lob und Ehre bringen. Also ja, eine ganz natürliche Reaktion, weil man ins Staunen versetzt wird. Und damit sind wir eigentlich schon fast
habe ich die Brücke geschafft ins Thema heute. Und zwar heute geht es um das Thema Opfer. Das Thema Opfer. Auch hier eine kurze Definition, die diesmal nicht von mir, sondern von ChatGPT. Oh, ja. Der sagt nämlich, also ich habe ihn gefragt, was ist ein Opfer? Und dann habe ich nochmal auch Google gefragt und die haben beide gesagt, es kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Also es gibt zum Beispiel wenn man jetzt einen Unfall hat und stirbt, dann ist man auch ein Opfer. Darüber sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen heute, ein Opfer ist etwas, das man bewusst aufgibt oder hingibt. Etwas, das du bewusst dich dazu entscheidest, hey, das gebe ich hin, das gebe ich auf, um ein anderes Ziel zu erreichen oder um jemand anderem zu helfen. Es beinhaltet oft einen Verzicht oder eine Hingabe aus Liebe. Also, wir halten fest, es ist freiwillig und ich gebe irgendwie aus Liebe was auf. Das ist zumindest, wie ich Opfer in dem Sinne verstehe. Hey, und eben haben wir ein Lied gesungen. Ich liebe das. Wer es nicht mag, ich habe es vorgeschlagen, dass wir das hier singen. Also ihr dürft euch bei mir Beschwerden kommen. Aber ich finde, es ist ein Hammerlied. Und da haben wir gesungen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Ehre alle Zeit. Und manchmal, da ist man schon so in der christlichen Bubble, da ist das so eine ganz normale Floskel. Ja, dem, der auf dem Thron, dem Lamm. Also ein Lamm ist ein Babyschaf. Und jetzt darfst du dir mal jetzt stell dir das mal vor, so, Selena hat es vorhin so schön gesagt, wir kommen in den Thronsaal und jetzt ist da so ein Thron, oh, man stellt sich so ein König, oder ich weiß nicht, ob es bei dir steht oder liegt, bei mir liegt das so ein kleines Lamm auf diesem Thron. Und davor sind Zehntausende Engel, die dieses Lamm anbeten. Und dann denkt man sich doch, wenn man nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hat, also so ganz knusper sind die ja irgendwie auch nicht mehr, oder? Die beten ein Lamm an. Also was ist das denn für ein Gott? So, das kann es ja irgendwie nicht sein. Hey, aber wenn wir verstehen, was für ein viel tieferes Bild hinter diesem Lamm steckt, dann verstehen wir auch, warum wir letztlich ein Lamm anbeten. Und zwar ist das Lied ein Text aus der Offenbarung. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und da hat Johannes Einblicke in das, was mal sein wird, in den Thronsaal Gottes und beschreibt das, was er dort sieht. Und hier lesen wir ein paar Verse, oder eigentlich in diesem Kontext, wo dann auch der Text des Liedes ist, das ist ein sehr biblischer Text. Und da steht, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Jetzt ist das Bild von diesem süßen Lamm vielleicht nicht mehr ganz so romantisch, wie ich euch das gezeichnet habe. Hey, das ist ein geopfertes Lamm. Also hier haben wir schon irgendwie dieses Bild von einem Opfer. Und das ist nicht unüblich in der Bibel. Im Alten Testament lesen wir total viel von Opfern. Das ist nicht mal so in einem Nebensatz erwähnt, das wird sehr ausführlich beschrieben. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das vor allem in den Büchern Mose, so 2. Mose, Verse, kapitelweise durchlesen, wie das funktioniert hat. Das Volk Israel hat Tiere geopfert. Und ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, um ehrlich zu sein, wenn ich das lese, weil ich kann mir das nicht so vorstellen. Und ich habe meine Bachelorarbeit unter anderem über dieses Thema geschrieben, habe da sehr viel drüber gelesen und habe realisiert, die Priester damals, das waren eigentlich Metzger. Also wirklich, die haben den ganzen Tag, haben die Tiere geschlachtet. So, das war irgendwie denen ihr Job. Also, und das ist verrückt. Aber warum, fragt man sich doch, warum hat das Volk denn Opfer gebracht? Hey, letztlich war das eine Form, um sich rein zu machen. Weil die Menschen haben gesündigt. Da ist etwas, sie haben Fehler gemacht und Sünde trennt uns von Gott. Und das ist irgendwie so ein bisschen hart und gleichzeitig aber auch, Gott ist heilig und das ist gut. Gott ist
set apart, wie sagt, abgesondert, anders, so ganz anders. Und Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und jetzt hat der Mensch gesündigt und was falsch gemacht. Und ich weiß nicht, was für ein guter Mensch du bist, aber ich muss dir heute leider sagen, auch du hast mal etwas falsch gemacht. Falls du denkst, nee, dann können wir uns gerne nachher mal unterhalten. Hey, und wenn wir jetzt in diesem Zustand bleiben würden, könnten wir nicht zu Gott kommen. Es gibt Geschichten, literally Menschen sind gestorben. Und dann gab es aber diesen Weg. Okay, stellvertretend dafür, dass ich eigentlich sterben müsste, weil ich etwas falsch gemacht habe, stirbt ein Tier. Und damit bin ich wieder rein und kann zu Gott kommen. Das war das Opfer, was die Israeliten, das Volk Israel gebracht haben. Und sie haben noch mehr Opfer gebracht, da gibt es auch noch Dankopfer und nicht nur Tiere, sie haben auch Speiseopfer gebracht. Aber es war zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Weil wenn du heute nichts mitnimmst, dann nimm mit, Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott will Gemeinschaft mit dir. Und jetzt das Bild von dem Lamm ist alttestamentlich gesehen ein ganz besonderes Bild. Und zwar war das Volk Israel in Ägypten in Sklaverei. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, die 10 Plagen, die Gott geschickt hat, weil er wollte sein Volk befreien unter der Sklaverei. Und der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen und ist Mose immer wieder hingegangen und lass mein Volk ziehen. Ja, ich lasse sie ziehen, dann lässt er sie doch nicht ziehen. Kommt eine Plage und dann das Gleiche. Wieder und wieder und wieder und wieder. 10-mal. Und die 10. Plage ist, dass die erstgeborenen Söhne sterben sollen. Aber Gott schafft einen Weg, wo er sagt, hey, wenn ihr ein Lamm schlachtet und das Blut an die Türpfosten streicht, dann werden hier in diesem Haus die Erstgeborenen nicht sterben. Und das macht das Volk Israel und tatsächlich werden sie verschont und das ist die letzte Plage, bevor das Volk in Freiheit geführt wird. Und ich finde es spannend, den Opferkult immer wieder zu betrachten und zu merken, irgendwie ist es das ja nicht so ganz gewesen. Weil es ist unvollkommen. Es ist etwas, was sie immer wieder machen müssen, die Metzger, sage ich schon, die Priester. Die Priester machen es Tag ein, Tag aus, immer wieder, weil wenn du dann gesündigt hast und dann musst du wieder was opfern und einmal im Jahr dann wieder für das ganze Volk und dass wir Hauptsache rein sind und das Volk, ja, irgendwann ist es auch so, ja, egal, so einfach hier, wir machen halt unser Zeug und dann ist ja mit Gott auch alles wieder gut und Gott sagt dann auch, oh nee, irgendwie das ist auch nicht so ganz, was ich will. Eigentlich will ich ja, dass euer Herz sich mir zuwendet, dass ich in Gemeinschaft, in Beziehung mit euch lebe. Also einfach die Tiere, das ist schon nicht der Sinn dahinter. Es geht um eine Umkehr, um eine Hinzukehren zu Gott. Und ich habe einmal eine Geschichte gehört, die mich so berührt hat. Als ich in Indonesien war, vor einigen Jahren, da hat einer der Missionare uns erzählt, er hat sich immer wieder mit einem Moslem getroffen und die haben gemeinsam Bibel gelesen. Und sie haben vorne, wie man das so bei Büchern macht, vorne angefangen und sind dann so durch die Geschichten immer weitergegangen. Und der war begeistert von diesen Geschichten. Und er hat es gelesen und mitgefiebert. Und dann hat er gesagt, den hat es nicht locker gelassen. Und der hat gesagt, die checken das ja nicht. Das Volk Israel, die raffen es nicht. Und irgendwie kriegen sie es auch nicht hin. Und diese Opfer, und das müssen sie immer wieder. Und das ist so, aber da ist doch einer versprochen. Oh, auf einmal kommt da ein Turn und Gott sagt, hey, da kommt einer. Und der ist Retter. Und er hat wie so dahin gefiebert. Wann passiert's denn jetzt endlich? Es muss doch eine Lösung her. Das ist doch nicht die Lösung. Und dann kommen sie im Neuen Testament an und ihm ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Oh, Jesus, hey, der Johannes, der sagt voraus, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegträgt. Und es war für ihn klar, das ist er. Das ist er. Und Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben als
Opferlamm. Und wenn wir das jetzt verstehen, dann verstehen wir, dass dieses alttestamentliche Bild, dieses immer wieder Opfern in Jesus am Kreuz ein für alle Mal vollbracht ist. Jesus ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Hey, und das war das perfekte, makellose Opfer für dich und für mich. Halleluja! Ich habe tatsächlich dieses Jahr im Rahmen unserer Flitterwochen das erste Mal ein Hühnchen geschlachtet, weil ich immer gesagt habe, ich will das mal machen, weil ich glaube, wenn man Fleisch isst, sollte man irgendwie ein Verständnis dafür haben, was es auch bedeutet, ein Tier zu töten. Ich brauchte Hilfe und ich habe es geschafft und ich will es auch nicht unbedingt nochmal machen. Deswegen bin ich froh, dass Jesus das abgelöst hat. Ich bin froh, dass wir heute einen anderen Weg haben. Ich bin dankbar, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und ich seinen Tod in Anspruch nehmen darf. Und dass die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und mir ist. Ich darf zu Jesus kommen und darf sagen, Jesus, sieh mein Herz. Es tut mir leid, ich weiß, ich hab Fehler gemacht. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich wieder in Beziehung mit Gott, dem Vater, leben darf. Halleluja. 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 Hey, das ist die gute Botschaft, ihr Lieben. Das ist eine unfassbar gute Botschaft. Ich bin dankbar, dass wir nicht mehr im Alten Testament sind, sondern dass wir unter einem neuen Bund stehen. Das ist Grund, dieses Lamm anzubeten. Hey, das ist das Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde. Und deswegen ist es so wunderschön, dass wir dastehen dürfen und sagen, ja, das ist unser Gott. Und ich preise dich, Gott, für das, was du getan hast. Ich danke dir aus tiefstem Herzen dafür. Ja, super. Müssen wir keine Opfer mehr bringen, oder? Kann ich jetzt eigentlich, warum predige ich überhaupt über Opfer? Gut, jetzt habe ich das erklärt. Jetzt sind wir bei Jesus angekommen. Ja, schauen wir mal, was Paulus dazu sagt. In Römer 12, Vers 1-2 sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich hoffe, ich habe euch auch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, geschickt hat für dich, stellvertretend. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Okay. Das ist die einzige angemessene Antwort. Und zwar nicht, dass du so ein bisschen was bringst, was halt noch übrig geblieben ist. Na, hey, der sagt, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Ein lebendig, gut, dass er noch lebendig steht, ein lebendiges Opfer. Hey, wir sollen uns ganz hingeben mit allem, was wir sind. Letztlich, wenn du dich gefragt hast, was du Gott zurückgeben kannst, was nicht ihm schon gehören würde, dann bleibt nicht viel übrig. Weil Gott hat letztlich alles gemacht. Dich, alles. Deswegen ist die einzig angemessene Antwort, dich voll und ganz hinzugeben. Mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du hast. Das ist ein ganz schön großes Opfer und trotzdem ist es die einzig angemessene Antwort. Unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen. Das alles soll hingegeben sein zu Gott. Ein lebendiges Opfer. Täglich danach streben, Gott in allem die Ehre zu geben und ihm mein Leben zu widmen. Ja, auch unsere Wünsche, unsere Pläne ihm unterzuordnen, unter seine Führung zu stellen. Was ist deine Antwort? Was ist deine angemessene Antwort auf dieses Opfer, das Gott gebracht hat? Hey, und ich will dich ermutigen, wirklich jetzt gleich die nächste Zeit vom Lobpreis zu nutzen, Gott zu fragen, hey, was ist meine Antwort? Vielleicht hast du noch nie davon gehört, dass irgendjemand sein Leben für dich gegeben hat,
dass es Jesus gibt, der für dich am Kreuz gestorben ist. Hey, vielleicht ist deine Antwort heute zu sagen, okay, Jesus, wenn es wirklich stimmt, dann will ich mich dir hingeben mit meinem Leben. Und ich will dein Blut in Anspruch nehmen, weil ich aus mir heraus, ich kann es nicht. Ich bin nicht gerecht. Ich kann es nicht tun, sondern ich brauche dich. Vielleicht ist das deine Antwort. Vielleicht ist deine Antwort aber auch anders. Und du merkst, krass, Opfer, das heißt was hingeben. Und da gibt es noch Sachen, und die habe ich noch nicht hingegeben. Da gibt es noch Sachen, die halte ich irgendwie noch fest. Da lebst du noch in Gefangenheit, vielleicht auch in Sünde. Und du merkst, ja, ich folge Jesus nach, aber noch nicht mit allem. Noch nicht mit meinem ganzen Leben. Ich habe ihm noch nicht alles zur Verfügung gestellt. Hey, ich will dich ermutigen, alles, dein ganzes Leben hinzugeben. Gott als Opfer darzubringen. Und komm vor ihn, sag ihm das, gib's ihm hin. Und vielleicht das Gebetsteam wird parat sein, vielleicht auch da auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, kannst du mit mir beten für die und die Sache? Ich brauche Freiheit. Ich merke, es fällt mir schwer, alles hinzugeben. In dem Bereich, diesen Wunsch, Gott unterzuordnen und zu sagen, nein Gott, du an erster Stelle. Oder die Sucht, wo du gefangen bist, zu sagen, nein, ich möchte es mit jemandem zusammen bekennen und in Jesu Namen binden und brechen. Ich will es hingeben. Und Opfer, das kostet was. David sagt es, als er ein Opfer quasi umsonst hätte haben können. Und es musste schnell gehen, also hier, nimm das und alles kriegst du geschenkt. Hauptsache, du opferst jetzt endlich. Und David sagt, nein, ich will das nicht umsonst. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Ja, vielleicht kostet dich das heute was. Und das ist okay. Ein Opfer, das ist etwas aufzugeben. Und auch singen, um jetzt nochmal so ganz auf Worship zu kommen, ist ein Opfer. Dass sich das Singen, wir haben den Atem von Gott gegeben. Indem wir ihm singen, geben wir ihm ein Stück davon zurück. Und in Hebräer 13, Vers 15, dazu will ich euch ermutigen, jetzt in der nächsten Zeit einfach in ein Lobopfer einzusteigen. Hier steht, durch ihn Christus, durch Christus wollen wir Gott alle Zeit ein Opfer des Lobes darbringen. Hey, nutzt die Zeit, wir steigen jetzt wieder ein, Gott Lobopfer zu bringen. Nutzt die Zeit, das aufzuschreiben, was Gott jetzt gerade zu dir spricht. Sei parat zu hören, ja, wo Gott einfach vielleicht bei dir auch anklopft und dich fragt, hey, was ist deine Antwort? Und ihr dürft weiter den Kreativtisch nutzen, ihr dürft euch weiter ausbreiten, nehmt Gebet in Anspruch und vielleicht hast du auch auf dem Herzen, was zu teilen. Ja, vielleicht hast du das erlebt, dass du in einem Bereich gesagt hast, ja Gott, ja, ich will mich dir hingeben. Ja, auch dafür wollen wir Raum haben, du darfst gerne zu mir kommen, wenn du ein Zeugnis teilen willst. Und bevor wir jetzt wieder in musikalischen Lobpreis einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Herr, öffne unsere Herzen zu hören, ja, wo du jetzt anklopfst, Heiliger Geist. Ich möchte beten, dass du Mut schenkst, Dinge zu überwinden, wirklich vor dich zu kommen, Herr, Schritte zu gehen und uns dir ganz hinzugeben. Ich bete, dass ja nichts zurückgehalten wird. Und es geht um dich, Herr. Es geht nicht um die Band, es geht nicht um mich als Predigerin, es geht nicht um uns, sondern es geht um dich, Herr. Du sollst im Zentrum stehen und ich bete, dass du wirkst mit deinem Heiligen Geist, so wie du es willst. Und das Lob gehört dir. Dir gebührt alle Ehre, Herr, bis in Ewigkeit für das, was du getan hast. Und danke, dass du ein persönlicher Gott bist, der mit uns in Gemeinschaft leben will, der uns begegnen will. Amen.